Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal zur Pressekonferenz nach dem Champions League Playoff Rückspiel zu Hause gegen Celtic Glasgow, wo wir 1:1 gespielt haben und natürlich verdient weitergekommen sind, auch wenn es ein knappes Ding war. Und bevor wir reingehen in die PK, auch hier in dem Video nochmal der Hinweis, Leute, am Sonntag sind Bundestagswahlen und ja, geht einfach wählen. Ja, hebt euren Arsch hoch, geht wählen. Ich kann es verstehen, wenn man aktuell irgendwie resigniert irgendwo und sagt, ja, wen soll ich noch wählen? Machen eh alle Scheiße. Wählt irgendwas. Wählt eine kleine Partei, die bei euch vor Ort irgendwie aktiv ist oder sonst was. Wenn ihr so gar keine Ahnung habt oder gar keinen Bock habt, Hauptsache ihr wählt demokratisch. Ja. Wer die AfD wählt, der kann hier ausschalten. Ja, der kann sich auch hier von dem Kanal verpissen. Die brauche ich hier nicht. Weil entweder seid ihr komplett vernagelt im Hirn oder ihr seid einfach ein rechtsradikales Arschloch und beides brauche ich hier nicht. Ja. CDU eine andere Geschichte, auch die würde ich persönlich nicht wählen, aber ich möchte natürlich hier keinen vorschreiben, was ihr wählt. Wählt demokratisch, Hauptsache ist, ihr geht wählen. Jeder, der nicht wählen geht, ist am Ende des Tages irgendwo eine Unterstützung für die Rechtsradikalen. Von daher, Leute, geht einfach wählen. Ja, das ist wichtig. Und ja, das ist, was ich zu dem Thema zu sagen habe. Und damit gehen wir rein in die PK. Und bevor wir das tun, Leute, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, lasst gerne ein Abo da. Damit unterstützt ihr einfach, was ich hier so tue. Und damit rein in den Bums. Qualifikation des FC Bayern fürs Achtelfinale in der Champions League. Vincent Kompany ist jetzt hier und wir legen Ist jetzt hier, ja. Wir haben auch lange genug gewartet, war? 20 Minuten zu spät, Alter. Geisterstunde ist schon durch. Wild. los mit den Fragen nach der Partie heute. Es Kein beginnt Statement. wohl hier auf der rechten Seite. Heiko Niederer. Du siehst müde aus. Ein bisschen. Es war sehr kalt draußen. Ja, Schlimm. Es war jetzt das zweite Spiel in Folge, was ihr euch sicherlich etwas anders vorgestellt habt. Können Sie kurz analysieren, warum es so schwierig war heute, so zäh und auch ein bisschen vielleicht mit Ausblick aufs Achtelfinale? Kann man so mit so einer Leistung bestehen gegen Atletico oder Leverkusen? Ja, aber der eine Tag ist nicht der andere Tag. Ne? Wir haben immer geredet über, wie viele Spiele wir hatten in 6 Tagen und was da alles los war in diesen 6 Tagen. Und ich glaube, dass man das auch ganz einfach zusammenfassen kann. Die erste Halbzeit kann besser, die zweite Halbzeit war eigentlich gut. Und da haben wir auch viele Chancen gehabt, können wir auch mehr Tore schießen. Aber man muss immer zurückkommen zu dieser Mentalität. Es ist nicht so einfach, durch dieses Programm zu kommen und einfach zu sagen, okay Jungs, egal wie es passiert, wir gehen voll rein. Wir haben jetzt einen extra Tag oder ein paar extra Tagen auszuruhen zu Frankfurt. Und ich verstehe völlig die Frage. Ja, lass ich zu. Würde ich sagen, können wir nach Frankfurt beurteilen, oder? Wenn wir in Frankfurt... Oh, wieder super Standbild, das muss ich ändern. Aber ich kann das nicht. Kann ich ja Mini nie antun. Nach Frankfurt können wir das bewerten, denke ich. So, wenn da die Leistung wieder annähernd ist, wie sie in der Hinrunde war, dann kann ich das als Ausrede gelten lassen, dass man... Ja, dass man so spielt, wie man spielt, oder dass man es nicht umsetzen kann, oder weiß ich nicht. Ich finde es halt eine schwache Ausrede, ich sage es euch ganz ehrlich. Warum? Erstmal hat man jetzt den super breiten Kader. Es haben jetzt auch nicht immer alle die Spieler gleich gespielt, die in den 3 Spielen. Ja, es war nicht immer dieselbe 11 auf dem Feld. Und selbst wenn das dann ein Faktor wäre, dass jemand müde ist, dann musst du ihn halt auswechseln. Ja, oder erst gar nicht aufstellen. Dafür hast du diesen breiten Kader. Das andere ist, Leute, wir reden über 90 Minuten Fußball spielen. Punkt. Ja. Ja, ich verstehe das. Reisestress, Auswärtsspiel, bla bla bla. Alles gut, alles Faktoren, ja, alles logisch. Gehe ich ja auch mit irgendwo. Aber das immer so abzutun mit, ja, das war jetzt das Spiel, das nächste Spiel ist das.
Das hat man schon nach Leverkusen getan und es war heute, wenn wir uns den Gegner angucken, welche Qualität der Gegner hat, dann war es nicht viel besser. Ja, das muss man mal ganz klar sagen. Von daher, auch hier dasselbe wie bei Leverkusen am Ende des Tages, interessiert es keine Sau, wir sind weiter. Fakt ist, ey, du musst 40% mehr Leistung drauflegen, wenn du im Achtelfinale nur ansatzweise eine Chance haben willst, weiterzukommen. Egal, ob das Leverkusen oder Atletico wird. Mit solch einer Leistung wie heute siehst du kein Land. Ja. Und auch da werden es wieder englische Wochen werden. Ja. Auch da machst du dann 3 Spiele, vielleicht nicht in 6 Tagen, sondern in 7 Tagen oder vielleicht auch in 8 Tagen, je nachdem. Aber du wirst 3 Spiele in kurzer Zeit fahren. Ja. Und das beim Hinspiel und beim Rückspiel. So, aber das gilt ja für den Gegner genauso. Ja. Deswegen diese Ausrede, Alter, die kann ich nicht mittragen. Ja. Wie gesagt, nochmal, ich lasse sie gelten, wenn wir gegen Frankfurt jetzt wieder eine andere Art sehen, eine andere Art und Weise, wo man merkt, es ist wieder eine Frische da, es ist wieder eine Freude da. Alles gut, dann sage ich gerne im Rückblick, jo, Haken dran, lag halt daran, dass wir, was weiß ich. Aber wenn wir uns jetzt mal noch weiter zurückgehen, wie nur diese 3 Spiele, nimmt mal die Spiele davor mit rein. Seit dem Rückrundenstart ist die Leistungskurve so. Ja, langsam, aber stetig geht sie nach unten. Ja. Es ist nicht mehr der Fußball aus der Hinrunde. So. Ja, bei weitem nicht. Das Gegenpressing, nein. Ja. Das ist teilweise gar nicht vorhanden, teilweise ist es dann vorhanden, aber dann hast du einen irgendwie technisch versierten Spieler, der das komplett aushebelt. Also da ist schon ein bisschen mehr im Argen als wie, ja, das waren jetzt 3 Spiele in 6 Tagen. Ja. Und das ist eigentlich das Einzige, was mir so ein bisschen auf den Bommel geht. So. Aber, Chapeau, Vinny hat es sich verdient, dass er die Zeit bekommt. Wenn das sein Argument ist, dann warte ich gerne auf das Frankfurt-Spiel und werde danach sagen, jo, alles gut, hat der Vinny recht gehabt oder wir können reingehen. Ja. Aber die Zeit gebe ich ihm, weil das, was er aus dieser Mannschaft gemacht hat in der Hinrunde, ist krank gewesen. Ja. Muss man so sagen, in der Rückrunde läuft es noch nicht wirklich. Liegt auch daran, dass es bei Musiala nicht läuft. Ihr seht, wenn der Zehner auf der Zehnerposition nicht läuft, dann geht uns schon viel ab. Ja. Wenn es auf dem linken Flügel dann nicht läuft, weil da ein Sané oder ein Gnabry rumdümpelt oder ein Koman mal wieder in seine alten Muster verfällt, ja, dann ist die Seite auch tot. Ja. Dann hast du Michael auf der Seite und dann hast du einen Harry Kane und dann hört es auf. Ja. Und dann ist es halt einfach schwer, offensiv was zu kreieren. Ja. Das sind natürlich alles Sachen, die da mit reinspielen, aber nochmal, ich persönlich, ja, alles gut. Ich habe es kritisiert gegen Leverkusen, ich habe es jetzt auch kritisiert gegen Celtic in der Spielanalyse, aber ich mache da jetzt mal einen Haken dran, ja, nehme das mit, was Vinny sagt und gucke mir das Frankfurt-Spiel an und ja, ich habe es ja auch in der Analyse gesagt, vielleicht war das heute ein Brustlöser, dieses emotionale Tor in der Nachspielzeit. Dann sollte gegen Frankfurt ja irgendwie was anders laufen. Ja, und das schaue ich mir an. Sollte der Trend dahingehend weitergehen, wie er jetzt die letzten oder seit Start der Rückrunde halt einfach ist, in meinen Augen, dann müssen wir auch mal knallhart kritisieren, dass man sich dahinstellt und alles nur schön redet. Ja, das kann man jetzt schon zaghaft kritisieren, definitiv, genauso wie man mit den jungen Spielern umgegangen ist, das kann man schon hart kritisieren. Aber sollte jetzt nicht gegen Frankfurt das Pendel mal wieder in die andere Richtung ausschlagen, dann können wir richtig reingehen. Ja, das muss man auch mal knallhart sagen, weil zu kritisieren hätten wir gerade eine Menge. Aber nochmal, für mich hat sich Vinny diesen Aufschub verdient, weil er diese Arbeit geleistet hat, die er bisher geleistet hat. Ja. Von daher warten wir mal bis nach dem Frankfurt-Spiel. Oder ich warte bis nach dem Frankfurt-Spiel, bevor ich draufhaue. Ja. Nicht wegziehen von dem Kontext. Wir müssen das ein bisschen noch beobachten. Und ja, unser Ziel natürlich ist, dass Leistung und Ergebnis stimmen ab Sonntag. Und das ist jetzt unser einziger Fokus. Dankeschön.
Das Leistung und Ergebnis stimmen ab Sonntag. Alter, war das bisher egal oder was? Bisher hat nur das Ergebnis gezählt oder was? Oder wie? Verstehe ich jetzt das verstehe ich gerade nicht. Auf der linken Seite Christian Kunz für die dpa. Guten Abend, ich hätte 2 Fragen. Zum einen, können Sie schon sagen, wie es Harry Kane geht? Und die zweite Frage, wie imponierend ist so ein Comeback von Fonzie Davis direkt nach der Verletzungspause? So Alter, jetzt kriege ich ja schon den ersten Kackreiz heute hier. Junge, wie imponierend ist so ein Comeback? Das war eine grottenschlechte Leistung bis dahin. Ja, er stand dann da, wurde angeschossen vom Celtic-Spieler. Ja, richtig, du musst nicht abschalten, du musst da stehen, du musst da hingehen, alles gut. Aber jetzt fang doch nicht an, was für eine grandiose Leistung nach einer Verletzung. Leute, das war eine katastrophale Leistung bis dahin. Das war gar nichts, Junge. So da zu sein. Ja, und es ist ein bisschen schade jetzt, dass Harry ausfällt, aber ich kann noch nicht sagen, wie lange und was er überhaupt hat. Aber ja, wir haben eigentlich fast die volle Karte zur Verfügung. Und Fonzie, die zurückkommt, das ist natürlich... Ey, auch da, ne? Selber schuld, Alter. Selber schuld mit Harry Kane. Junge. Sorry. Und dann ist unser Mittelstürmer, heißt dann jetzt Serge Gnabry oder was? Junge. Beeindruckend, er hat sehr, sehr gut gearbeitet mit der Reha-Abteilung und die medische Abteilung und deswegen ist er auch fit zurückgekommen. Und wir haben sofort gesehen, was er natürlich die Mannschaft bietet und ja, das war wichtig für uns. Dann hier vorne, yes please, second row. Hello, this is John Jackson from Tanzania. Congrats for moving to the next stage. Thank you. I have a question. On our last talk, you mentioned that your roots are from Congo, and there's like a fight is going on in Congo right now, and people from Congo are actually proud of you, and they're happy that they have someone representing them in the, international level. So, what will be your message to people of Congo and the government and the groups that fight, since you have an influence? What will be your message to them? Krasse Frage. Bin ich mal gespannt, ob er die Eier hat, da reinzugehen. I think I've said it in many interviews before. When I was younger, whenever I'm asked, I'm 100% Belgian and I'm 100% Congolese. So I think it remains a football setting here. So I try to separate a little bit. It just so happens that my dad was born in the east of Congo, and it happens that my grandmother is from Bukavu and the Kivu region in the east of Congo. So my simple wish is for people to be able to return to their homes, people to be able to live a peaceful life. And I think in these topics, it's always important to choose the setting. I'm here as a coach of Bayern Munich, talking about the game, but of course my heart is 100% Congolese, of course, and yeah, my thoughts and best wishes goes out to the families who are suffering there at the moment. Okay, let's go. Gute Ansage. Kann man da natürlich in der Debatte auch nochmal das tolle Wonder Sponsoring ansprechen, wa? Aber ja, da gibt es ja wieder Geld. Ne? Das darf man ja wieder nicht drüber reden. Go on there. Vincent, sorry, could I just clarify on Harry? Was it the facial injury from the weekend, or did something else happen in that first half? No, it wasn't an injury at the weekend. So we managed it. Like I said, the turnaround is we
We were in Glasgow on Wednesday. Got back quite late. We got back quite late on Thursday, Friday. Then you go again and travel to Leverkusen to play that game, and obviously a big energy output. And then it's normal sometimes after the second game in such a short spell for players to take an extra day to recover. So to that point, there was nothing abnormal. And he gave the thumbs up this morning. He's an experienced player. It's an important game, so we obviously fully trust his judgment. But then during the game, he felt like he wasn't able to fully help the team anymore. And in that moment, of course, we didn't want to take the extra risk. How long it's going to be, if he's injured or not, I don't have enough information right now, other than he couldn't continue for the second half. So it sounds more like fatigue or tiredness. Is that how you're explaining it? No, it sounds like I can't tell you what he 100% has, because that's the truth. He has a sensation, but he didn't have a moment. You know, like if you have a rupture, which I've had plenty of time in my career, so I know the. Ja, vielleicht hätte man da Heavy einfach auch ein bisschen vor sich selber schützen müssen. Dass ein Heavy dann natürlich von sich sagt, Alter, ich spiele, das ist Champions League, dass er den Titel unbedingt irgendwie seiner Karriere noch erreichen will, ist klar. Es ist gut, dass er da nicht aus der Halbzeit gekommen ist wahrscheinlich. Hoffen wir einfach, dass es nichts Ernstes ist. Werden wir wahrscheinlich erst im Laufe des morgigen Tages erfahren, denke ich, oder des heutigen Tages. Ja. Hoffen wir, dass es nichts Ernstes ist, ne? Ja. Feeling you feel. Gute Besserung an dieser Stelle schon mal. That's not what he felt. And therefore, any assessment will tomorrow will give us more light on it, but I can't say much more right now. Okay, let's have a last one, yeah, please. Ja, hallo, Herr Kompany, hier. Es war jetzt wieder mal ein Spiel, in dem die Spieler sehr viel ins Pressing investiert haben, sehr hohes Pressing, an der Mittellinie war Schluss, 3 gegen 3 in der letzten Linie und trotzdem gab es relativ wenige Ballgewinne und es gab auch manchmal Spiele. Ja, das ist richtig. Das habe ich auch gesehen und ja, das Pressing war... Oh, ich habe hier ein gutes Standbild. Spieler Celtic. Also ich meine, das war Celtic und die sind aus dem Pressing teilweise easy peasy rausgekommen. Zweite Halbzeit war es ein bisschen besser, ja, da gehe ich mit. Hatte man aber auch das Gefühl, dass Celtic auf jeden Fall müder wurde, was aber auch normal ist, wenn man oder wenn wir so agieren, wie wir agieren. Ja, wie gesagt, wir müssen den ganzen Bums nicht überbewerten. Der Trend ist gerade schlecht, aber wenn der Trend jetzt gegen Frankfurt wieder besser ist, dann ist doch auch alles gut. Ja, und man geht mal durch ein Tal. Es war klar, dass wir nicht dieses Level halten werden die ganze Saison durch. Es wird jetzt halt einfach Zeit, weil jetzt kommen es waren schon entscheidende Wochen, ja, es kommen jetzt entscheidende Wochen und jetzt wird es Zeit, dass wir in unsere Topform kommen und das ist gerade ganz, ganz weit weg leider, ne? Deswegen hoffe ich einfach, dass wir gegen Frankfurt mal unabhängig vom Ergebnis einfach mal wieder ein bisschen frische und ein bisschen aufsteigende Form sehen bei uns. Ich glaube, das ist das Wichtige. Die freistanden, obwohl ja mannbezogen gepresst werden sollte. Woran liegt das Ihrer Meinung nach, dass in der Phase des Spiels der Zugriff aktuell oft fehlt? Ja, es ist manchmal Details, kleine Positionsunterschied und manchmal auch Intensität. Vielleicht stimmt das für die erste Halbzeit, aber wenn man fair ist und ehrlich, das stimmt nicht für die zweite Halbzeit. Also in die Ja, da gehe ich mit. Hat mir in der zweiten Halbzeit viel, viel besser gefallen. Wir haben viel, viel mehr Bälle in der gegnerischen Hälfte wieder geholt. Ja, auch da 2-3 Mal hat Celtic sich da gut befreit. Aber es war viel, viel, viel besser. Ja, man war trotzdem dran und dann hat man den Ball halt im zweiten, dritten Anlauf bekommen. Es war viel, viel, viel besser wie in der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit haben wir das eigentlich viel besser gemacht. Ja. Ja, man kann nicht, entweder presst man voll oder presst man nicht. Das ist immer eine Entscheidung. Und in den Momenten, wo wir ein bisschen tiefer gestanden haben, haben wir das eigentlich gut gemacht. Also das waren nicht die Momente, wo die Möglichkeiten hatten. Und natürlich, wenn du nicht voll reingehst, dann hast du natürlich kann immer was passieren. Aber aus diesen Momenten machen wir auch viele Tore. Normalerweise sind wir auch sehr gefährlich und man muss immer das Beste rausholen, was wir.
Ja, das sind wir aber aktuell nicht. Ja, das ist, glaube ich, auch mit so einem Problem. Wir holen die Bälle zurück und spielen die Bälle dann quer und nach hinten. So, das ist, was passiert, wenn wir die Bälle wieder gewinnen. Ja? Und dann wird nicht geguckt, gleich schnell wieder umzuschalten in die andere Richtung. Ganz, ganz selten. Ja? Ganz, ganz oft wird der Ball dann quer oder nach hinten gespielt. Erstmal Nummer sicher, erstmal easy peasy. Und das ist, glaube ich, ein Problem. Ja, wir haben heute viele Torschüsse gehabt. Also, wenn wir ehrlich sind, wie viele waren davon wirklich gefährlich? So, ja. Und wir haben viele Bälle erobert, aber dann ging es halt nicht schnell nach vorne. Zweite Halbzeit war es ein bisschen besser. Ja, da haben wir 1, 2 Bälle dann erobert und haben auch den Gang nach vorne gesucht. Gerade Musiala dann auch. Aber bei weitem noch nicht so auf dem Level, wo wir mal waren. Ja. Das muss man ganz klar sagen. Wir machen und in die zweite Halbzeit haben wir es eigentlich gut gemacht und in die erste Halbzeit könnte es besser sein, aber ich muss auch ehrlich sein, ich kann jetzt nur diese Fokus haben auf das letzte Spiel, aber ich muss irgendwie auch die Kontext mit reinnehmen und dann sagen, okay, vielleicht kommt dieses Moment, wo dieses Gespräch auch sehr wichtig ist, aber im Moment, die Jungs haben so viel gegeben, wir sind jetzt weiter und Sonntag haben wir diesen extra Tag Ruhe, damit wir einfach wieder unsere beste Leistung bringen können und das auch für 90 Minuten war. Die zweite Halbzeit war eigentlich in Ordnung. Okay. Ja, habe ich ja gerade schon gesagt, sehe ich komplett anders, aber ich gebe ihm die Schonfrist bis Frankfurt, ja, weil das sein Argument ist. Warten wir es ab. Wenn dem so ist, dann werden wir gegen Frankfurt auf jeden Fall eine wahnsinnige Leistungssteigerung sehen. Und ja, dann bin ich auch bereit, das so hinzunehmen. Wie gesagt, jeder Mannschaft fällt mal eben ein kleines Loch oder hat mal ein Leistungstief. Dann ist das so. Ich glaube, dass da ein bisschen mehr in Argen ist, weil das sich seit den letzten 2 Jahren durchzieht. Wir haben immer eine starke Hinrunde gespielt, eine katastrophale Rückrunde. Egal, ob der Trainer Tuchel hieß oder Nagelsmann. Von daher, glaube ich, ist da ein bisschen mehr was in Argen. Ja, die Mannschaft oder die Spieler haben sich wieder eingerichtet. Neuer Trainer. Es spielen ja auch wieder 1:1 alles dieselben Spieler wie letztes Jahr. Mal abgesehen von Michael. Da ist ja jetzt auch nichts, dass da mal irgendwas irgendwo geändert wird. Conny Leimer dümpelt immer noch als Rechtsverteidiger rum, wenn er denn spielen darf. Ich will es gar nicht alles durchgehen, ja? Wo ich die Probleme sehe. Alles gut. Wir warten mal das Frankfurt-Spiel ab. Ich bin gespannt, ob ich da wieder eine andere Leistung sehe. Gerade habe ich da meine Zweifel dran. Der Trend ist gerade aus meiner Sicht wirklich schlecht. Habe ich schon vor ein paar Wochen gesagt und da bleibe ich bei. Das hat sich heute nahtlos fortgesetzt. Auch wenn die zweite Halbzeit besser war, definitiv. Aber sind wir ehrlich, wir hätten auch nicht anders ein Tor geschossen heute. Als so ein komisches Ding, was da dann gefallen ist. Ne? Von daher, aber gut, vielleicht ist es der Brustlöser. Ne? Wir werden es sehen. Danke, Winnie, danke euch. Guten Nachhauseweg, kommt gut heim. Servus. Haut rein. Danke. Gut, das war die PK nach dem Spiel, sehr verspätet. Wilde Nummer, aber gut, so ist es. Leute, mein Schlusswort, geht am Sonntag wählen. Rot-weiße Grüße gehen raus. Haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.